Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitstreiter, es ist mittlerweile rund 2 Jahre her, da hat das Flaggschiff der Le Mans-Publizistik, der Kölner Stadtanzeiger, zum ersten Mal die Causa Großmoschee für abgehakt erklärt. Damals hieß es, die Angelegenheit sei in den kommunalpolitischen Gremien im Wesentlichen durch. Im Weiteren würde es nur noch um Formalitäten gehen. Es würde feststehen, Köln bekommt die Großmoschee und in absehbarer Zeit würde der Grundstein zu diesem Monumentalbau gelegt werden. Ein hoher Exponent der Kölner CDU, der Herr Klipper, der in der CDU-Fraktion eine wichtige Rolle spielt und auch dem Vorstand seiner Partei angehört, verglich dieses Projekt mit dem Bau der Köln-Arena in der vergangenen Dekade und sagte, so wie für die letzte Dekade des 20. Jahrhunderts der Bau der Köln-Arena das wichtigste Bauprojekt gewesen sei, könnten wir nun die Großmoschee als wichtigstes Bauprojekt der ersten Dekade im 21. Jahrhundert in unserer Heimatstadt Köln ansehen. Falls daraus noch etwas werden soll, müssten sich Klipper und die DITIB allerdings sehr beeilen, denn wenn Sie hier einen Blick hinüberwerfen auf dasjenige Grundstück, auf dem die Großmoschee entstehen soll, dann können Sie feststellen, da kann in den nächsten Wochen und Monaten gar nichts gebaut werden, denn bislang ist ja noch nicht mal das alte Gebäude abgerissen worden. Wenn das vor 2 Jahren von uns einer behauptet hat, dann ist da im Stadtrat von den Vertretern der Mehrheitsfraktionen schallend ausgelacht worden. Jetzt nämlich im April des Jahres 2009 hätte diese Großmoschee längst stehen sollen, hätten hier längst Kuppel und Minarett das Stadtbild bestimmen sollen. Und wenn das nicht geschehen ist, meine Damen und Herren, dann hat das einen besonderen Grund. Wenn es hier anders lief als in Duisburg-Marxloh zum Beispiel, wo die Moschee längst eingeweiht worden ist und wo die Gläubigen aus der gesamten Region nicht nur freitags zum Gebet berufen werden und die Marxloher Moschee zu einem Anlaufpunkt in ihrer Region geworden ist. Wenn das hier anders lief, meine Damen und Herren, dann hat das einen Grund und dieser Grund steht hier heute im Herzen von Ehrenfeld auf der Straße, hält Fahnen und Transparente hoch und macht der politischen Klasse in dieser Stadt klar, dass der Bau dieser Großmoschee auf den Widerstand der Bevölkerung trifft. Der Grund, warum diese Moschee noch nicht steht, meine Damen und Herren, das sind Sie, das ist die Bürgerbewegung Pro Köln und für dieses Engagement und auch für die Ausdauer, die Sie alle in den zurückliegenden Jahren an den Tag gelegt haben, sage ich Ihnen hiermit ganz herzlich Danke. Zunächst setzte die DITIB, zwar nicht direkt öffentlich, aber offenbar hinter den Kulissen in ihrer strategischen Planung auf eine Förderung eines Teils dieses Großmoschee-Projektes aus Mitteln der Europäischen Union, so wie sie auch in Duisburg-Marxloh geflossen sind. Die Moschee war zunächst größer geplant, sie wäre noch etwas teurer geworden als derjenige Ansatz, der letzten Endes vom Stadtrat zunächst beschlossen worden ist. Aber dann sind wir hier auf den Plan getreten und haben die Öffentlichkeit mobilisiert. Wir haben mehrere 10.000 Unterschriften gesammelt gegen dieses Projekt. Wir haben Menschen nicht nur auf die Straße gebracht, sondern auch ins Rathaus. Zuerst mit Bürgeranträgen, die dann auf reges Interesse stießen, in deren Gefolge eine Menge Publikum mit einem Mal den Volksvertretern gegenübertrat. Und das hat die Spitze dieser Stadt verunsichert. Sie haben mit einem Mal gemerkt, dass was wir da unternehmen, trifft ja gar nicht auf die Zustimmung in der Bevölkerung. Und das ging so weit, bis dann der Kölner Stadtanzeiger, das Haus du Mans, eine Meinungsumfrage machen musste, die schwarz auf weiß das bestätigt hat, was wir in den zurückliegenden Jahren hier schon öffentlich artikuliert haben, was Sie bis dahin nur in unserer Zeitung Pro Köln nachlesen konnten, in unseren Flugblättern und nicht zuletzt auf unserer Internetseite, dass nämlich nur eine Minderheit unter den Menschen in Köln, wohlgemerkt
Deutsche und Ausländer zusammengenommen, eine Minderheit unter den Deutschen und Ausländern in Köln, dieses DITIB-Großmoschee-Projekt befürwortet, während die Mehrheit den Bau ablehnt. Wer den Bau also will, kann sich gerade nicht auf demokratische Prinzipien berufen. Er kann sich nicht auf die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt berufen, sondern er versucht, partikulare DITIB-Interessen, Interessen einer am türkischen Staat, an Ankara orientierten Minderheit, gegen den Willen der Mehrheitsbevölkerung in dieser Stadt durchzusetzen. Und das ist gerade, meine Damen und Herren, eklatant undemokratisch. Nach der Stadtanzeiger-Umfrage war klar, wenn jetzt auch noch, entgegen allem, was zuvor beteuert worden ist, dieses Projekt aus öffentlichen Fördertöpfen, im Zweifelsfall aus denen der Europäischen Union, unterstützt werden würde, dann wäre endgültig der Moment da, in dem immer mehr Menschen Sturm laufen dagegen und der Zuspruch, den unsere Bürgerbewegung hat, hier noch deutlich größer werden würde. Das galt es zu verhindern, und so ist im politischen Apparat Druck auf die Führung der DITIB ausgeübt worden, mit der Folge, dass die im Detail ein wenig kleiner geplant haben. Sie haben also neue Entwürfe eingereicht, sie haben ihren Antrag verändert, jetzt konnten sie mit weniger Geld auskommen. Das Ganze musste nochmal durch die kommunalpolitischen Instanzen laufen. In jeder Instanz haben unsere Vertreter alle Rechte gewahrt, die uns zustehen in den Gremien. Wir haben Anfragen gestellt, eigene Anträge eingebracht, dafür gesorgt, dass es von einer Ausschusssitzung in die nächste ging, und wir haben so lange auf die Bremse getreten in diesen Gremien, wie es irgendwie nur rechtlich zulässig war, und am Ende wurde das Projekt immer weiter geschoben. Schließlich war es so, dass die DITIB ein Problem hatte, sich mit ihrem laufenden Moscheebetrieb auszulagern auf das Gelände der ehemaligen Kfz-Zulassungsstelle an der Herkulesstraße. Da waren wir wieder vor Ort sehr fit und haben überprüft, was stellt die DITIB da auf an Großzelten, was ist ihr genehmigt worden. Auf dem Gebiet konnten wir mit einer gewissen Routine vorgehen, denn wir haben ja hier auch einmal versucht, ein großes Zelt auf dem Heumarkt genehmigt zu bekommen. Dessen Aufstellung ist uns verweigert worden, und wir konnten feststellen, die DITIB hatte auch nicht die erforderlichen Genehmigungen, um ihr Großzelt an der Herkulesstraße aufzubauen. Daraufhin musste das Zelt wieder abgebaut werden, das formale Verfahren ging los, die Sache dauerte. Und jetzt dauert die Sache so lange, dass nach mehr als 10 Jahren Großmoschee-Debatte gerade mal eines errichtet worden ist hier vor Ort. Eine einzige Sache steht hier wirklich, und das ist dieser bescheidene kleine Zaun um das alte DITIB-Gelände herum, das ansonsten leer steht. Weiter ist das Projekt nicht gediehen, und vor dem Frühjahr des Jahres 2010 kann sich hier schon aus rein pragmatischen Gründen real relativ wenig tun, denn jetzt muss ja erstmal das alte Gebäude abgerissen werden, der Schutt muss entsorgt werden, dann müssen Ausschachtungsarbeiten vorgenommen werden. Das, meine Damen und Herren, wird sich hinziehen, das dauert. Es dauert ganz sicher lange bis nach dem 30. August 2009, dem Tag der Kommunalwahl. Und damit haben die Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt wieder eine Chance, das Großmoschee-Projekt doch noch zu Fall zu bringen. Wir sind das Volk! 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 Der Plan, im Herzen von Köln eine Großmoschee zu bauen, ist nicht von Gott gekommen. Er ist nicht aus Brüssel gekommen, von den gottähnlichen Institutionen der Europäischen Union. Er ist vielmehr ein Menschenwerk, das von der DITIB kam und von der politischen Klasse dieser Stadt. Wir müssen uns bitte den Hergang der Dinge ins Gedächtnis rufen, wenn wir verstehen wollen, warum dieses Bauprojekt hier überhaupt auf der Tagesordnung steht und warum dieses Bauprojekt gerade in Köln auf derart energischen Widerstand stößt. Am Anfang stand eine Initiative der FDP-Fraktion im Stadtrat.